Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit der letzten Episode von Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Stellt euch mal auf eine Monster-Episode ein, weil wir gleich die drei letzte Dinger machen werden und da will ich auch keine große Worte verlieren. Wir sind hier im Java-Refugium. Das sieht ja auch schon so unglaublich geil aus, diese ganze Schrottsache. Das erinnert so ein bisschen an Mad Max, das Spiel, falls ihr das kennt. Du gibt's dann danach in der Wastelands, gibt's dann so Mülldeponier, wo die Leute ihre Siedlungen aufgebaut haben. Unglaublich genial gemacht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dafür nehmen wir jetzt auf jeden Fall auch wieder die Rebelle für Tatooine, damit wir da nochmal drin bleiben in dem ganzen Paket, was ich hier immer geliefert habe. Dass Hoth immer Imperium ist, dass Tatooine und Endor immer Rebelle ist, etc. pp. Ja, an der Stelle will ich auf jeden Fall auch nochmal an Luna ein herzliches Dankeschön sagen. Die Kanalbeschreibung von ihrem YouTube, also der Kanallink zu ihrem YouTube und zu ihrem Twitch-Account sind auch immer in den Videobeschreibungen von meiner Star Wars Battlefront-Videos mit dabei. Guckt doch auf jeden Fall auch bei ihr rein, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Sie ist echt eine super Person, sehr nette Frau, sehr tolle Spielerin. Es macht immer Spaß. Schaut doch auch bei ihr rein, gebt doch auch ein Like, gebt ein Abo. Und schaut auch mal bei ihre Streams auf Twitch rein. An Luna gilt natürlich mein besonderes Dankeschön hier. Gerade weil das ganze Let's Play nicht möglich gewesen wäre, ohne ihr Geschenk an mich in Form von Star Wars Battlefront, weil ich bei ihrem Gewinnspiel mitgemacht habe. Und ja, Luna, wie du schon bei mir kommentiert hast im ersten Video, von wegen, du hoffst, dass es mir Spaß macht, es macht mir tierisch Spaß. Es ist echt ein geiles Spiel, in dem ich auch privat noch ein bisschen zocke werde. Aber hier für das Let's Play zeige ich definitiv nur, was möglich ist. Aber ich werde bei der ganzen Sache, die ich so gezeigt habe, auch auf jeden Fall normal eine Runde Solo einfach zocke. Wenn ich Bock habe, wenn ich ein bisschen Entspannung brauche, werde ich dort definitiv privat auch noch ein bisschen zocken. Ich komme hier normalerweise immer nur zum Zocken, wenn ich mal Let's Play-Aufnahme mache. Ich komme sonst privat eigentlich kaum bis gar nicht mehr zum Zocker. Das ist echt ein immenses Problem. Und es wird auch nicht besser werden, wenn ich meine Masterarbeit Mitte April schreiben werde. Da werden auch die Let's Plays stark abnehmen. Ihr werdet es auch noch bei Gothic hören. Definitiv noch, falls ihr es nicht schon gehört habt. Ich weiß gerade nicht, wie die Abfolge ist. Aber bei Gothic werde ich auf jeden Fall auch nochmal erklären, dass ich während meiner Masterarbeit nur 2 aktive Let's Plays haben werde. Das wird zum Ende Illusion of Time sein. Das findet im Anschluss an Final Fantasy IX statt. Und es wird zusätzlich noch Journey stattfinden als Nachfolger von Gothic 2. Dann werde ich auch immer nur pro Tag ein Video veröffentlichen. 2 Projekte, aber pro Tag immer nur eine Veröffentlichung. Weil ich mich einfach stark auf meine Masterarbeit konzentrieren will. Und deswegen habe ich auch weniger Zeit. Entschuldigung. Deswegen habe ich natürlich weniger Zeit. Und werde die Let's Plays etwas beschränken, dass ich wenigstens 2 Projekte habe. Und mindestens einmal am Tag was rauskommt bei mir. So, Verteidiger. Alle hopp. Vor lauter Gebabbel. Schier nicht verteidigt. Ich liebe hier diese John Williams Star Wars Mucke. Der ganze Soundtrack ist absolut großartig. Mal wieder so ein Geniestreich von John Williams. Der ganze Soundtrack zu Star Wars. Okay. Wir begleiten ihn noch, bis er aus dem Gebiet rauskommt. Ah, jetzt juckt's mich an der Ferse. Eklig. Unser Transporter ist außer Reichweite. Sehr schön. Gute Arbeit. Dann können wir wieder abdrehen. 3 Monde hat Tatooine. Cool. Aber wir scheinen so ein bisschen im Industriegebiet von Tatooine hier zu sein bei den Javas. Da steigt nämlich jede Menge Rauch auf oder schwarze Wolke. Wisst der Teufel. Auf jeden Fall sieht es hier ziemlich duster aus. Sozusagen die dunkle Seite von Endor sag ich, die dunkle Seite von Tatooine. Bei der ganzen Müllsammler. Ah, das ist Danny, ihr Special Schiff. Das imperiale Special Schiff. Nee. So kommt er weg vom Schirm. Hopp.
Ne, das sieht auch ziemlich fit aus. Das sollte man wohl besser sein lassen hier. Und uns lieber nochmal auf die Kleine stürzen. Immer auf die Kleine mit dem Wasserkorb. So. Dann. Upp. Wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen Heilung einfordern. Ich hoffe, dass das Heilung ist. Mhm, ja. Okay, dann kommt halt noch das imperiale Transportschiff. Ich bleibe jetzt bei der X-Wings. Die A-Wings mag ich nicht. Die finde ich einfach optisch ziemlich hässlich. So, da ist es. Dann hinterher, ne? Erstmal Raketstarter. Und dann Fokus und drauf. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen überhitzt. Das sind die anderen Knetköpfe wieder von unseren Leuten. Truffende Wetter. Rakete hinterher. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Nicht so schnell hinterher. Und drauf. Hopp. Nicht so schnell aus dem Fokus verliere das Ding. Das imperiale Schiff Scheiße. ist außer Reichweite. Wir konnten es nicht abschießen. Ja, wir konnten es nicht abschießen. Das erinnert mich auch wieder an die Simpsons mit der Mittelalter-Episode mit Lisas zukünftiger Hochzeit, wo der Homer dann der Kantinehilfe zuguckt, wie sie da am Rost Schwein brät. Und die dann auch meint, meine Ohren sind nur für die Leute geöffnet, die noch mittelalterliche Sprache sprechen. Und er dann, oh Holde Maid des Bratenspießes, gewähret mir die Gunst, dass ich von diesem leckeren Schwein hier was essen kunst. Ach ja. Und sie einfach nur so trocken. Von mir aus. Und noch einer weg. Ach ja. Ja, die Simpsons-Zitate, die habe ich definitiv aus dem FF drauf. Die kenne ich alle auswendig. Du müsst da mal einfach nur Episode nennen. Und dann kann ich euch mindestens Endspruch, mindestens Zitat nennen. Und ich kann euch auch wahrscheinlich den Couch-Gag dazu nennen. Zumindest wenn es die klassische Episode von Staffel 3 bis Staffel 15 so circa sind. Die kann ich auswendig. Wobei für mich die klassische Simpsons-Episode eigentlich bis Ende von Staffel 10 gehen. So, gut. Ja, da ist noch einer. Rot mal, wenn ich jetzt auf der Schippe habe. Ja, mit dem... Soll ich es nicht so übertreiben? Und Fokus Beibehalter. Offene Wetter. Noch die Rakete hinterher. Sperrfeuer. Hopp. Und immer noch hinter drauf. Scheiße. Ja, da bin ich irgendwie zu langsam dafür. Das ist ein blöder Mist, aber wir führen immer noch. Wir führen nach wie vor. Irgendwann ist nochmal in die Luft gegangen. Aber anscheinend kriege ich meinen Han Solo Bonus gezwettes Mal. Uah. Dann habe ich erwischt mit meiner Rakete mal ausnahmsweise. Ui. Komm schon. Geht's dir noch gut, ja? Relativ. Ja, Rakete hat auch wieder getroffen. Ich habe hier die Hoffnung, dass ich den jetzt mal platt machen könnte. Aber du hast immer Hoffnung ziemlich weit over. Das schnellste ist der ja auch nicht. Und wieder getroffen. Ja, viel hält er nicht mehr aus. Einfach weiter den Fokus drauf halte. Und drauf unter Wetter. Ja, gleich. Erstmal kümmere ich mich. Jawohl, ja. Sehr schön. Den habe ich noch fertig gekriegt. Dann kann ich mich jetzt um unser Schiff kümmern. Dann... Wo ist es dann? Da ohne ist es. Okay, dich haben wir im Visier. Und einer weg.
Okay. Ja, da ist der nächste Knetkopf schon wieder. Ja, nett mit uns. Nett mit uns. Freundchen. Wir aktivieren nochmal unseren Schild. Werden wir hier unser Transportschiff nochmal... Ist rechtzeitig entkommen. Großartige Okay. Arbeit. Immerhin das kriegen wir hier. Also Truppetransporter haben sie in dem Gebiet relativ leicht zu entkommen. Sowohl unser eigener als auch die vom Imperium. Es war noch nie so leicht, Truppetransport-Pilot zu sein. Okay. Ja. Und wieder einer, wenn ich ja... Okay. So, jetzt aber fix. Noch schnell zu der Siedlung runter. Und wieder hoch mit uns. Komm schon. Komm schon, komm schon. Das muss packen. Das ist die letzte Episode. Sollte ich noch mit ein paar Glanzleistungen glänzen. Sollte ich noch ein paar Manöver zeigen, wenn das schon die letzte Episode hier von meinem Let's Play ist. Ach, wenn die dann heute wirklich extended ist, weil wie gesagt, 3 Gefechte wird so ein bisschen der Rahmen sprengen. Aber ich will einfach nicht nochmal 10 Minuten Episode oder was anfangen für Jägerstaffel-Mission. Komm schon. Was? Nochmal einer? So allmählich komme ich da dahin. Ich sollte mit L2 halt auch nicht zu lang zielen, sonst wird es auch sehr schnell überhitzt, das ganze System. Okay. Komm schon. Irgendwie müssen wir sie auch noch hier kriegen. Was? Ja, ich weiß, ich sage immer selber gut und noch einer, wenn ich ja... Ich sage immer dieselbe... Entschuldigung. Ich sage immer dieselbe Standardsprüche, ich weiß. Aber da ist man danach irgendwann so arg drin in der ganzen Materie, dass man sich auch keine Alternativsprüche mehr ausdenken kann. Aber wir liegen auch relativ gut in Führung, würde ich sagen. Ah, nee, das war keiner von der Feinde. Da ist wieder einer. Komm schon her. Ja, die weichen ganz gut aus. Mich hat es als Kind immer so verwirrt, dass die imperiale Schiffe grüne Laser haben und die Sith bzw. Vader und Palpatine, wobei eigentlich nur Vader von der dunklen Seite Lichtschwert gehabt hat in der Originaltrilogie. Und der Imperator hat man ja gar nicht gesehen mit seinem Lichtschwert. Aber ich fand es immer etwas verwirrend, dass die Rebelle rote Laser haben, während doch Darth Vader rotes Lichtschwert hat. Und Luke Skywalker, Luke Skywalker, eine Witz kann noch verschluckt vor lauter Wiest. Und dass Luke Skywalker eigentlich ein grünes Lichtschwert hat, aber die Rebelle dann mit rote Laser schießen. Fand ich damals immer etwas verwirrend. Aber ist ja an sich nur logisch. Wird ja eigentlich mehr oder weniger durch die neue Star Wars aufgeklärt, das Ganze. Aber war vorher an sich eigentlich auch relativ logisch. Mein Astrodroide hat sein R2-D2 Gekreische gemacht. Wow! Ja, an sich ist es ja relativ logisch. Das Imperium ist der Nachfolger von der Republik. Und die Republik war mal gut. Und die hat mal ursprünglich halt die grüne Laser gehabt, weil gut, ne? Imperium übernimmt das Ganze, übernimmt dementsprechend auch die Laser. Obwohl Imperium böse. Aber so erklärt sich mir zumindest die Sache mit den Laserfarben. Ich weiß nicht, ob das für euch eigentlich auch mal jemals überhaupt Thema war. Aber wenn ja, könnt ihr auch sehr gern euren Senf dazu beisteuern. Passend zum Sieg habe ich ja mein eigenes Feuerwerk gefeiert. Ja, wie gesagt, da könnt ihr gerne mal euren eigenen Senf dazugeben, was ihr von der Theorie so halten. Oder ob ihr es besser wisst. Wenn ihr es besser wisst, dann klärt mich natürlich auf. Ach ja. So, das ist auch die Java-Musik dazu, die wir hier hören. Sehr schön. Das ist immer super unermalt, finde ich. Musikalisch wie optisch von der Landschaft her.
Also das Spiel hat's wirklich drauf. Es gefällt mir sehr gut. Dann machen wir uns auch direkt weiter auf zum Friedhof der Giganten. Beim Friedhof der Giganten ist eigentlich ja auch wieder Tatooine, deswegen eigentlich auch wieder Rebelle. Und dann für das letzte auf Sallust nehme ich mal wieder das Imperium. Ist auch wunderschön für mich so als Ausklang zu dem Ganzen, dass ich zum Schluss einfach nochmal Imperium spielen kann, weil ich das Imperium dann doch optisch schon irgendwie wesentlich cooler finde. Aber auch der Friedhof der Giganten ist unglaublich geil, wo die ganze große Kampfmaschine hier gestrandet sind und einfach nur in der Wüste rumliegen. Das war ja auch in Episode 7 so unglaublich geil, wo man dann auch auf Tatooine einfach diese Überreste gesehen hat, die da in Tatooine waren. Sprich, auch so ein ganzer Sternezerstörer, der da schrottreif rumgeleckert hat. Die ganze AT-ATs, die AT-STs. Unglaublich geil. Das hat mir persönlich bei Episode 7 auch so vom optischen her unglaublich extremst gut gefallen. Aber nee, das ist nicht Tatooine, das ist Jakku. Okay, sorry. Aber, warte mal. Jakku? Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Ich hätte gedacht, der Friedhof der Giganten wäre auf Tatooine und nicht auf... Aber okay, dann muss das wohl Jakku sein. Ja, dann war das nämlich bei Episode 7, nämlich, glaube ich, auch Jakku, oder? Nicht Tatooine, kann das sein? Ich bin gerade etwas unsicher. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt, deswegen. Wir schießen mal wieder einfach Mitte rein. In der Hoffnung, es möge jemand treffen, der doof ist. Nö, anscheinend bin ich der Doofe hier. Okay, wieder volle Wummerei, aber nur ein Viertel von meiner Energie eingebüßt. Und schon. Ja, wir nehmen sie auseinander. Nicht nachlassen. Ja, habe ich nicht vor. Und? Jawohl. Bin fast da. Ach ja. So, komm schon. Aber es ist auch ein extrem geiles Schlachtfeld hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ja, wenn hier steht, Friedhof der Giganten ist auf Jakku, dann scheint es wohl wirklich auf Jakku zu sein. Jetzt bin ich nur etwas unsicher, ob Episode 7 auch auf Jakku gespielt hat oder ob das auf Tatooine war. Ich habe doch irgendwie Tatooine im Kopf dazu. Naja. Wüste Planete. Wie sie auch alle heißen. Jakku, Tatooine, Dune. Ah, da hinten wird auch nochmal kräftig geschossen, sehe ich. Das war ja auch das, was wir auf dem Friedhof der Giganten noch in der Ferne gesehen haben, dass die da kämpfen. Sehen wir die anderen da dann auch als Bodentruppe kämpfen? Nee, leider nicht. Leider sehen wir die anderen nicht als Bodentruppe kämpfen. Das wäre jetzt auch noch zu geil gewesen, wenn man die Kampfläufer-Mission dazu noch gesehen hätte. So. Läuft ja eigentlich relativ gut gerade. Aber nicht so große Worte verliere. Ja, dass es dann wieder scheiße wird. Warum drehe ich mich hier im Kreis wie so ein Dachschädel? So, jetzt gehen wir mal da hier. Sacken hier noch was ein. Ja, irgendwo ist dann immer einer dabei. So. Der war aber ziemlich dicht am Boden. Okay, der TIE-Jäger, den hat's auch erwischt. Das ist auch diese klassische Sequenz, wie auch bei der Original-Filmreihe. Wenn so ein TIE-Jäger abgeschossen wird. Feuert auf dieses imperiale Schiff, bevor es zu spät ist. Alla hopp. Ich nehme dich beim Wort. So, da haben wir's. Das imperiale Schiff. Und... Gut, wir hängen hier nicht dran. Aber so ein bisschen Unterstützung von der eigenen Kollegas wäre auch nicht schlecht dazu. So, nicht übertreiben. Und alles hinterher. So. Weiter, 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 weiter. Komm schon, komm schon. Und hinterher. Eine imperiale Fähre ist unterwegs. Fuck. Zum Feind geht's hier lang. Ja, ja, schon kapiert, aber Mist. Dass ich auch immer der Einzige bin, der da hinten dran klebt. Bei der anderen war es einfacher, weil du auch nochmal andere Kollegen geholfen haben. Okay. Und schon? Ne, den habe ich zwar noch auf dem Schirm gehabt, aber der hat sich dann rauswinden können.
Ah, er ist noch existent. Komm. Ab jetzt stirb doch endlich, du Teiljäger. Mistkerl. Ah, fast abgeschüttelt. Verdammt Mol. Der ist aber scheiß hartnäckig hier, der Kerl. Gibt's dann das? So, na also. Pff. Der war verdammt hartnäckig hier, der Kerl. Okay. Uppala. Ah, sehr schön. Das war der, den ich tatsächlich mit meiner Rakete auf dem Schirm gehabt habe. Und noch einer. Mhm. Alle Hopf. Dann hin an den Bobbesklemmer und von du aus Deckung. So, die Turbinen kannst du runterschalten und ich deck dich. Okay, der ist kamikaze-mäßig drauf. Oh. Mist, jetzt ist der Große hinten dran. Jawohl. Der Große ist platt. Das hat er Achterfu, wenn er sich hier ohne Rückendeckung dran macht. So, unser Schild ist noch ein bisschen aktiv. Sie haben es geschafft. Unser Transportschiff ist entkommen. Gut. Optimal. Kommen wir jetzt aber dazu. Eigentlicher Kampfgeschwindigkeit hoch. Ja, uns geht's aber auch nicht mehr so gut, sehe ich. Ich sollte auch hier noch eine Runde Erfrischung nehmen. Ah, Mist, das war nur die Abklingseite. Ups, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte hier ein Schild aktivieren. Was ist dann Heilung? Wo ist Heilung? Ah, scheiße, nicht getroffen. Na egal. So what? Und schon. Na komm, dich kriege ich doch noch. Alter! Lass die einfach hier Verflugmanöver machen. Das ist doch nicht mehr normal. So. Ist doch echt nicht mehr normal, verdammt mal. Und? Kamzanabi. R-75 ist ungeschützt. Schirmt ihn auf. Okay. Na gut. Jo, schon dabei. Klang aber auch wie so Verräterin. Waffen bereithalten. So. Ganz klassische Mucke mal wieder. Bei deren Musik kriege ich ja dann eigentlich auch über YouTube angezeigt, dass Urheberrechtsansprüche geltend gemacht werden. Glücklicherweise muss ich das dann nicht rauscutten aus dem Video, wie das bei The Last of Us damals noch der Fall war zum Beispiel. Das war extrem lästig. Da ich ja mal YouTube-Partner war, könnte es sein, dass ich die Auflage nicht mehr habe, dass sie mal das durchgehen lassen. Und ja, sehr schön. Also machst du einfach durchgehen lassen, weil ich mal YouTube-Partner war. Aber wenn ich wieder YouTube-Partner wäre will, bräuchte ich 1000 Abonnenten. Und da sehe ich eigentlich eher schwarz. Weil derzeit ist ja immer wieder so, das ist sehr, sehr lästig, dass ich nie über die 125 rauskomme. Es gibt dann immer irgend so ein paar Kröte, die mich dann wieder abonnieren, bis ich auf 125 bin. Und mich dann sofort wieder deabonnieren, um zu suggerieren, dass mein Kanal hier auf dem absteigenden Ast ist und mich andere Leute auch deabonnieren sollen. Da könnte ich als Kotze bei sowas, aber ich lasse mich von sowas nicht unerkriegen. Es ist nach wie vor Hobby und ich mache das zum Spaß. Wenn irgendwelche Leute meinen müssten, sie müssten mich da ärgern, indem sie abonnieren und sofort wieder deabonnieren, dann habt ihr euch geschnitten. Mich kriegt ihr nicht klar, ihr Leute. Da könnt ihr sonst irgendwas machen. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann tut ihr mir echt leid. Dann habt ihr wirklich kein gescheites Leben und kein Spaß am Leben. Und seid wahrscheinlich auch nicht ziemlich produktiv im richtigen Leben. Wenn ihr dann andere Leute so dermaßen rumhacken müsst und euren Hass oder wisst ihr, Teufel, euer Langeweile so ausdrücken müsst. Das ist einfach nur peinlich, sowas. Deswegen macht doch, was ihr wollt. Mich könnt ihr nicht aufregen oder mit. So. Wenn wir allerdings aufregen sollten, ist dieses imperiale Schiff hier. Und das kriegt erstmal Raket auf der Berzel und dann folgen wir nochmal so.
So, Kollege, ihr könnt gern mit eingreifen, wenn ihr wollt. Ja, danke. Ihr könnt liebend gern mit einsteigen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Wenn ich nicht der Einzigste wäre, der hier angreift. Und? Hopp. Und? Jawohl. Sehr schön. Das habe ich wenigstens auch nochmal hingekriegt, wenn ich hier nochmal mit der Rebelle kämpfe. Das war mal schon wichtig. Aber irgendwie den Millennium-Falke-Bonus kriegen wir kein zweites Mal, wie es aussieht. Die vertrauen mir doch nicht mehr, dass ich den Heil... Die erste Satz, zumindest, dass es so rausgeht, dass der Han Solo Heil seinen ersten Satz beenden kann, wenn er mit dem Millennium Falke schon als Special Luftschiff, Raumschiff hier ankommt. Bei lauter Final Fantasy sage ich hier schon, sondern Raumschiffe, Luftschiffe. Sag komm schon. Ach ja, ach ja. Und. Zu stark auf den Fokus gehabt. Ja. Wieder auf der richtig. Falls gemerkt hast. Quatsch. Okay, okay. Okay, der Tierjäger war auch erledigt. Alter Falter, wie das hier über den ganzen Horizont geht. Das ist so geil gemacht. So, dann wollen wir mein Schild aktivieren. Dann stürzen wir uns nochmal so ein bisschen ins Gefecht. Für die letzten 3 Minuten. So. Wieder ein Tierjäger platt gemacht. Und dem du noch. Wieder nix. Aber der Wert war sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann. Komm schon. Jawohl. Perfekt. Ja, den habe ich jetzt nicht fertig machen können. Aber jetzt perfekt. So wird's gemacht. Sehr schön. It's a trap. Mann. Ich habe das immer automatisch bei Raumschiffkämpfen von Star Wars immer im Kopf, immer It's a trap. Ach ja, der gute Admiral Ackbar. Den mag ich aber auch sehr gern, muss ich sagen. Er ist auch ein schöner Nebencharakter. Der gefällt mir gut. Der alte Fischkopf. Oh, jetzt komme ich aber gerade schön ins imperiale Sperrfeuerei. Zählerfassung ein bisschen zu lang ausgereizt. Zu lang auf der L2-Taste drauf guckt. Hopp. Jawoll. Der Nick Brewer. Der Mistkerl hat mich da, glaube ich, schon mal erledigt. Wo haben wir dann hier? Was zum Refresher hier? Ich könnte mal wieder was gebrauchen. So. Immer diese Abklingzeiten erneuern. Dafür begebe ich mich dann hier in dieses Todesgebiet. Weil je weiter du ohne bist, desto mehr schon hast du in die Hose geschissen hier. Naja, ich hole mir schon wieder. Ich desertiere nicht, keine Angst. Okay, mein Schild sollte aktiv sein. Weil da war ich arg im Beschuss drin. Für den habe ich jetzt eine Rakete verschwendet. Na, okay. Der war nämlich kurz vor kaputt. Und wieder ein Tierjäger, wenn ich ja. Und, ja. Ah, der lebt noch. Der lebt noch. Ich brenne aber auch schon. Mir brennt ganz schön der Kittel hier. Hey, falsche Richtung. Ja, pienst doch. So. Gut, ich glaube, da komme ich nämlich sicher runter. Die letzten 20 Sekunden will ich jetzt auch einfach nur noch überleben. Und daher gehe ich jetzt einfach nicht zu tief runter. Und hoffe, wir schaffen es einfach so noch irgendwie. Und. Komm schon. Das wäre jetzt auch wieder doof. Aber mir haben's gepackt. Sind zwar zum Schluss nochmal explodiert, aber mir haben's gepackt. Sehr schön. Gut. Dann können wir uns jetzt auf die letzte Karte und ins letzte Jägerstaffelgefecht reinstürzen. Und ja, dann beenden wir das noch. Haben halt so circa, ja,
7 Minuten Überlänge oder so wird's haben. Aber ich denke, das ist durchaus verkraftbar. Es ist jetzt nicht so 45 Minuten oder was die Episode, wie ich befürchtet habe. Aber ich denke, ja, das wird verkraftbar sein. So. Dann also auf ins letzte Gefecht. Und zwar Zoro Soup Centroplex, wo man dann das letzte Mal Jägerstaffel spielen werden. Und dann natürlich mit Taijäger vom Galaktischen Imperium. Ach ja, dieser Monolog von Imperator Palpatine aus Episode 3 war ach so ranzig. Ach ja. Wird diese Republik umgestaltet zum ersten galaktischen Imperium. Ach, Mann, Mann, Mann. Mit seiner Baby-Fontanella. Der alte Imbiss. Ach ja. Ich finde es ja so unglaublich geil, bei Das Imperium schlägt zurück, bei der Originalversion, war jo Imperator Palpatine als Projektion dargestellt durch so eine ältere Frau, der man dann Schimpanseaare drüber gemacht hat. Das ist so witzig. Und dann, wie hieß der dann, der Schauspieler Ian Mac irgendwas. Ian Mac, ich krieg's jetzt nicht mehr auf den Schirm, wie der Hansel heißt. Aber der Schauspieler vom Imperator, wie er dann in Die Rückkehr der Jedi-Ritter auftritt, ist ja dasselbe Schauspieler, wie er es dann auch in Episode 1 bis 3 ist. Nur, dass er dann kaum Maske mehr gebraucht hat, sondern dann war er als Kanzler auch endlich in dem Alter, dass er den Imperator auch wirklich darstellen konnte. So hat er dann nicht mehr so viel Maske gebraucht, wie es in den 70er Jahren. Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist ja von 1983. Ich glaube zumindest 1983. Auf jeden Fall hat er dort die Maske nämlich gebraucht, wie dann 20 Jahre vorher. So. Aber irgendein Ian sowieso. Ich weiß jetzt echt nur nicht mehr, wie der hieß. Alter Falter, hier ist ja total neblig. Das ist ja eine üble Rotze. Ich sollte mal ein bisschen unter dem Nebel hier fliegen. Sonst wird's echt brutal, da aber. Aber die fliegen alle da rum. Sind die dumm oder so? Dass die extra da in dem Nebel rumgurken? So. Aber geil gemacht ist der Planet schon. Ziemlich basaltlastig hier, wenn hier lauter Vulkanaktivitäten sind. Autsch! Ach, Klingzeiten, sowas brauche ich nicht, so ein Quatsch. Ist das auch zufällig hier? Ist es auch zufällig hier ohne der Bodekampf, den wir dann sehen? Der Kampfläuferkampf? Könnte möglich sein. Naja, Alan Fiera hat uns jetzt noch fertig gemacht. Dann ist der Abfangjäger mal wieder dran. Angriff auf feindliche Jäger einleiten. Ja, Allah. Oh Gott, noch verschluckt vor lauter Gut. Das ist der Millenniumsfalke wieder. So, was sind denn die anderen Schweinebacker? Das sind sie. Hoppala, Führer Goldhammer jetzt hoffentlich fertig gemacht. So. Haben wir gleich. Haben wir doch mal so. Jetzt sind wir nämlich erfasst. Transportschiff der Rebellen entkommt. Neutralisiert ihr Transportschiff. Keine Gnade. Jo. Aye, aye, Sir. Ja, Sir. Und? Eine Zielsuchrakete versucht dich anzupeilen. Ja. Können sie ruhig machen, wenn sie wollen, aber ich bin jetzt erstmal hier dabei. Und? Das ging fix. Amateure. Ja, die Imperialer. Die Imperialer Flieger haben halt auch wesentlich bessere Feuerkraft, würde ich mal so behaupten. Im Vergleich zu den Rebelle-Flugzeugen. So im direkten Vergleich sind nur die Imperialer stärker. So, wird ein X-Wing zerstört. Du ist unseren Meister bestimmt sehr erfreut. Und unseren anderen dauerlachende Imbiss bestimmt auch. In Episode 3 war er ja so, sobald er Palpatine war, sobald er der Imperator war, war er ja nur noch am dämlich rumlacher.
Ab dann hat es kein Dialog oder kaum Dialoge mehr für den gebraucht. Er hat eh nur noch so wie Strom gelacht. Mehr hat er dann nie gemacht. Naja, auf der anderen Seite, wenn ich Imperator wäre und mein Plan seit 60 Jahren oder... Ja, 60 Jahre ist jetzt vielleicht übertrieben, aber mein Plan, den ich seit gut 30 Jahren mit aller Geduld aus Baldova geht, endlich auf und ich wäre Imperator. Naja, dann bin ich wahrscheinlich, Lacher, den ganzen Tag. So. Komm schon. Jo, wieder einer, wenn ich ja... Au, au. Tut doch weh. Imperiales Transportschiff. Entkommt. Hoffen wir es doch, dass es entkommt. Gleich, nehme ich. Joink. So. Oh, das ist immer noch da. Erfassung. Und ja, wir verteidigen das jetzt gegen den Millennium Falker. Weil der Solos Han will anscheinend Dothraki. Han Mapuki. So wird das nix. Ja. Ein bisschen zu sehr ausgereizt alles. Und. Und. Ja, dreh du nur ab, du Sausack. Ausgezeichnet. Unser Transporter ist unversehrt entkommen. Ausgezeichnet. Das war bestimmt ein Brite. Wir haben dich als Ziel erfasst. Ausgezeichnet, alter Knaber. Das war bestimmt ein Brite, könnte ich drauf wetten. So. Okay, okay. Ja, das kriegen wir noch heute Gediege hier, dass wir das Ganze fertig kriegen. Zumindest nicht mit dem TIE-Jäger. Egal. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der jetzt besonders lang noch überlebt. Jo, jo. Und die Rakete hat wohl leider nicht getroffen. Aber so wat. Ich freue mich jetzt aber auch noch, wenn ich hier meine Aufnahme beendet habe. Jetzt haben wir so 4:30. Frisch die Sommerzeit. Heute Nacht sind die Uhren wieder umgestellt worden. Das finde ich ja eh so absolutes Unding mit dieser Sommer- und Winterzeit. Bah, das ist einfach nur ätzend und lästig und auch nicht mehr haltbar von einem Argument, dass man Stromkosten sparen würde oder Heizkosten sparen würde durch. Ja, wie dem auch sei. Es ist heute ein wunderschöner Tag hier in der Palz. Und ich hocke mich dann, wenn ich hier fertig bin mit meiner Aufnahme, hocke ich mich noch raus und lese noch eine Runde in meinem Buch. Derzeit ist es Revival von Stephen King, was ich lese. Da freue ich mich an, um drauf weiterlesen zu können. Es ist eigentlich eher eine gute Geschichte. Es passiert nicht sonderlich viel, storylastig, ja, aber die Art und Weise, wie er es erzählt, ist halt hauptsächlich cool. Ich denke, das ist sowieso Stephen Kings große Spezialität. Der ist jetzt nicht so gut so drin, Ende zu schreiben. Falls man die Eva zuguckt, die wird man doch definitiv zustimmen. Aber Stephen King ist hauptsächlich, man liest ihn hauptsächlich, weil er extrem gut erzählen kann. Imperiumsmusik, großartig. Jawohl. Ich finde es auch immer so schön, wenn dann so imperiales Transportschiff ist, dass dann der Imperial... Opala! Jetzt habe ich einen X-Wing gerammt und zerstört. Cool. So habe ich bisher auch noch keiner kaputt gemacht. Das ist doch lohnenswert für die letzte Episode. Und ja, wie gesagt, finde es immer sehr cool, dass dann diese imperiale Musik kommt für den Transporter vom Imperium. Und für die Rebelle dann diese... Mir fällt jetzt noch leider nicht ein, wie der Track heißt. Ja, versucht jetzt wieder irgendwas. Wenn wir, ja, mir ausweichen können. Sehr schön. Lauft ja wie am Schnürchen hier. Na, also auf die 40 Minuten werden wir wahrscheinlich doch kommen am Ende der Episode. So, damit ist es 5 Minuten kürzer wahrscheinlich, als ich gedacht habe. Aber ich muss ja auch noch ein paar weise Worte zum Schluss sagen. Das ist ja bei mir immer üblich. Ihr kennt mich. Zum Schluss von einem Let's Play verliere ich immer noch so ein paar letzte weise Worte als Fazit zu dem Ganzen. Und die wird es natürlich auch hier geben. Das könnte also doch sein, dass es die 45 Minuten gibt. Gut, jetzt kommt gleich wieder das Rebellenschiff. Unsere Scanner haben ein Transportschiff geortet, das versucht, den Sektor zu verlassen. Commander Schrumpfkopf, Commander Schädli darf natürlich nicht fehlen. Ja, mein Imperiale, wir haben ein Rebellentransportschiff. Ja, alles klar, Schrumpfkopf. Commander Scully. Herr Schädli, wie auch immer.
Kommandant Schädli. Ach ja. Das nenne ich mal Einsatz von dem TIE-Jäger, der sich hier geopfert hat dafür. Und weg ist er. Ihr Transportschiff ist Geschichte. Gern gemacht, Schrumpfkopf. Den finde ich nur etwas lästig, denn Typ mit der Mendel-Schrumpfkopf-Stimme. Den finde ich echt etwas lästig. Okay, uns persönlich geht's auch nicht so gut. Ich sollte mal gucken, dass ich ein bisschen was krieg. Und zwar nicht auf das Sack. Ich habe ein bisschen was kriegt und zwar auf das Sack. Aller hopp. Dann wieder der Abfangjäger. Angriff auf feindliche Jäger einleiten. Jo. Schön dabei. Sir. Ja, das ist jetzt etwas doof mit einer Wolke hier. Dass man, oder mit dem Rauch eher. Ich denke mal, das ist eher Rauch von der Vulkanaktivität auf dem Planet. Sternzerstörer. Oh, ich will zu dir. Da ist wieder so ein Hansel. Komm schon. Knetkopf der Jüngere. Jawohl. Errol Buarantos. Vom Planet der Spanier. So. Oder Planet der Mexikaner. Wieder einer weniger? Der Alan Orselan? Keine Ahnung. Irgendwas mit Alan Orselia. Keine Ahnung was. Ne? Wenn die so frontal auf mich zufliegen, habe ich eher weniger Chance, die endgültig fertig zu machen. Uiuiuiui. Ach, hier gegen der eigene TIE-Jäger-Kamerad geknallt. Sehr schön. Wow. Ohne einen anderen von unseren Jungs zu treffen. Das war an sich auch schon eine Leistung. Nee. Komm schon. Du blöder X-Wing. Auch wenn du cooles Design hast. Fertig mache ich dich trotzdem. So. Der hat mich nochmal gut geschrammt hier. Also ich finde es etwas schade, wie gesagt, dass hier keine direkte Raumkämpfe stattfinden, sondern eigentlich immer nur auf Planete. Ich denke, ich wäre jetzt sowieso wieder abgeschossen, aber trotzdem, man will hier nichts Ufersucht lassen. Okay, ich habe sogar überlebt. Perfekt. Oh, Alter, wie geil der Planet hier aussieht. Also Sallust ist anscheinend wohl auch ein Mond und kein Planet direkt. Wow. Das könnte wirklich Sallust sein. Und das hier ist einfach der Mond von Sallust. Kennt man ja auch vom Mustafar-System. Das ist ja auch so ein Lavamond. Oder Zwergplanet, ich weiß es nicht. Mit einer technischen Data bei Star Wars habe ich mich nie so genau beschäftigt, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, jeder Technikfreak und jeder, der Star Wars einfach so liebt für die Gestaltung, wie es ist, wird bei dem Spiel auf seine Kosten kommen, wenn er selber zockt. Und ich kann auch jedem wirklich nur empfehlen, wenn ihr Star Wars-Fans seid, holt's euch, unterstützt die Entwickler. Es ist definitiv eine Kaufempfehlung für mich. Ich habe damals nämlich stark mit mir gehadert, ob ich mir es holen soll und ob nicht. Dann habe ich irgendwie gehört, dass dort zig Bugs drin sein sollen und ja, hauptsächlich online. Und da ich halt nicht PlayStation Plus kaufen will, damit ich da nochmal fürs Online-Spiele bezahlen muss, bei der PlayStation 3 war es halt gratis. Bei PlayStation 4 haben sie das leider geändert. Aber ja, wie gesagt, da ich das halt nicht nochmal extra zahlen wollte und dann wahrscheinlich keine Zeit dafür habe, um privat zu zocken, habe ich mich damals dagegen entschlossen. Aber jetzt, da ich es geschenkt gekriegt habe, finde ich es absolut genial. Sieg! Sehr schön. So, ihr liebe Leute. Wir haben alles gemacht, was man machen konnte. Es sind jetzt im Endeffekt doch, ich glaube, 13 Episode-Woche hier, das kleine Let's Play. Aber, ja, wie gesagt, 13 Episode ist ja auch schön, mal ein kleineres Let's Play zu machen und nicht immer so riesige Dinger mit 50 plus Teiler. Von daher, mir hat es persönlich extrem gut gefallen. Vielen, vielen lieben Dank an Luna nochmal für das Spiel, weil es ist echt genial gewesen. Es hat mir tierisch gut gefallen. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Und ansonsten werde ich da echt mal sagen, guckt bei Luna rein.
Gebt ihr Like, gebt ihr Abo, guckt bei ihre Twitch-Streams rein. Sie ist echt eine super sympathische Frau. Guckt auf jeden Fall bei ihr rein. Es lohnt sich. Dann zu meinem Spielfazit muss ich echt sagen, gestalterisch absolut genial. Die Umgebung ist richtig geil gemacht. Es macht richtig Fun auf Star Wars. Und ich überlege gerade, ob ich mir nicht einfach mal die alte Episode 1 bis 3 demnächst mal wieder reinziehen sollte. Also nicht Episode 1 bis 3, oh Gott, die alte Episode 4 bis 6 natürlich. Ja, es hat tierisch Spaß gemacht, es ist alles dabei, was es gibt. Es gibt Boote-Einsätze, es gibt Lufteinsätze, es gibt Überlebensmissionen, es gibt Schlachter. Es ist einfach nur genial. Also für mich persönlich eine absolute Kaufempfehlung. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls Spaß gemacht. Und wir sehen uns noch zu meinen anderen Let's Plays, wenn ihr wollt. Zu Gothic 2, zu Final Fantasy 9 und zu den Nachfolger, die dann alternierend von Tag zu Tag hintereinander stattfinden werden. Das ist dann Let's Play, wie heißt es nochmal? Journey of Pelzig und Let's Play Illusion of Time of Pelzig. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt Spaß gemacht. Wir sehen uns, wenn ihr wieder wollt. Machen's gut bis dahin, habt einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank nochmal an Luna. Machen's gut. Iron Yankee.